kleiner Finger wieder eingeschlafen. Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät. Wir sind zuerst dran. Ups. Das wird ein langes Gespräch. Haupt ab. Verpisst euch. Sofort. Und ich dachte schon, heute gäb's keine Toten. Magier zahlen gut für Teile von seltenen Kreaturen. Was wir wohl für seine Augen kriegen? Alle zusammen! Alter, Alter. Alter, Alter. Uiuiui. So, machen wir dich mal. So, so. Alter, Alter. Jo. So. So. Mann, immer die Männer des Barons, ne? Mal sehen, was das für einer ist, der Edens Freunde so aufgebracht hat. Aha. Und dann noch hier. Klopfen. Hey, ist jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann. Nein, ein Wolf. Grau. Doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Okay, nice. Erwartest du mich? Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Brauchst du... Ich brauche deine Hilfe. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen. Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Vor zu schützen. Um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses Rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen. Aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Und ihre Tochter... Ich suche ihre Tochter Anna. Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du wohin? Nein, nein, nein. Weideler weiß es nicht. Aber die Geister könnten es wissen. Der Weideler wird sie beschwören und fragen. Geister. Fein. Soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren, verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Prinzessin? Meine Ziege. Sie ist weg. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Ohne die Ziege. Unmöglich. Nicht ohne die Ziege. Okay. Wenn ich die Ziege zurückbringe, hilfst du mir dann? Prinzessin, Prinzessin. Wo bist du nur hin? Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke. Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingeling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Hä? Wo ist sie hin? Aha. Hinter das Haus. Da. So viele Spuren.
Oh, scheiß Wölfe. Autsch. So. Kommst du her? Danke. Komm. Hier war sie, da war sie. Da geht's gerade zurück. Da. Ich glaube, die ist irgendwo auf dem Berg. Hallo Wolf. So. Haben wir dich auch mal. Ah! Hätte ich doch gerade gehört. Ah, da. Ist das die Ziege? Oh, ist das schön hier. Ein Bär. So. Autsch. Oh no. Oh. Komm, du bremst schon. Komm. Und. Noch ein bisschen. Genau. Ich will mal kurz in die Höhle hier gucken gehen, bevor ich die Ziege suchen gehe. Ich weiß, dass du draußen bist. Die Höhle sieht aber interessant aus. Die Höhle sieht interessant aus. Für die Höhle inspizieren. Okay, hier liegen Sachen. Oh, Runenstein. Liegen alles noch Kisten. Ja, die Kiste wieder. Aber ein Schema, nice. Schema sind meistens für Rüstungen gedacht. Wenn man nicht weiß, fließendes Fleisch. Da ist, hinten ist auch noch was. Ein Diamant, nice. Okay, jetzt können wir hier wieder raus. Es liegt hier nichts mehr. Genau. Dann gehen wir kurz die Ziege holen. Ah, da ist sie. Nee. Ah, da. Ach, da bist du. Aha. Hallo. Komm her, Ziege. Komm her, Prinzessin. Wohin muss ich laufen? Dahin. Einfach geradeaus, okay. Hufe, Hörner. Hätte wissen sollen, dass sie stur ist. Na schön. Mal die Glocke versuchen. Ich hätte es wissen müssen. Gehen wir zum Weiden. Wie kann ein Hexer mit Weiden wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Hier entlang, euer Gnaden. Komm schon. Ich habe keine Lust darauf zu warten hier. Ja, warst du hier? Zur Hölle bist du hin? Alter, bleib hier! Hallo? Ein Bär hat die Gegend unsicher gemacht. Gut, dass ich ihm vorher begegnet bin. Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Wenn sie mir da folgen würde. Komm. Ja, zum Glück habe ich den Bären vorhin erledigt. Komm her. Komm her. Eine Plötze bist du nicht, aber wir könnten irgendwann Freunde werden. Du hast diese entscheidende Eigenschaft, die alle Plötzen haben müssen. Du sagst nicht viel. So. Prinzessin, lauf den Weidler nicht davon. Hier gibt es Wölfe. Geht doch.
High Five, Jungs. Mein Zieglein, liebes, süßes Zieglein. Hilfst du mir jetzt? Freut mich sehr, aber ich hab's etwas eilig. Anna und Tamara sind vielleicht in Gefahr. Der weiße Wolf half dem Weideler. Und der Weideler hilft ihm. Blut. Wir brauchen Blut. Ein lebendiges Wesen. Gut, bin gleich zurück. Okay, Buch von einem lebendigen Wesen. Reicht das? Schießen fort. Blut, ich sehe Blut. Was? Nicht Annas, nicht Tamaras, das eines Kindes. Und das Kind lebt, obwohl es tot ist. Das kann ich nicht. Schon vorbei. Das war's? Das war's. Mehr sagen die Geister nicht? Wohin sie gegangen sind? Wo sie jetzt sind? Du wolltest eine Weissagung. Das war sie. Sie sind fort. Das Kind ist geblieben. Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja, hatte eine Fehlgeburt. Das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst, schämte sich oder hat es vergessen. Oder wollte es vergessen. Woher weißt du das alles? Hat Anna dir das erzählt? Kam sie her, nachdem das passiert ist? Nicht Anna, die Omen haben es mir gesagt. Toll. Dann steht fest, dass es stimmt. Die Omen brauchen deinen Glauben nicht. Du brauchst die Omen, um die Wahrheit zu finden. Okay. Der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Jähzornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch jähzorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weideler ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Okay. Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandert es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weißer Wolf, fang den Fehlgeborenen. Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen. Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht, soll er mir sein Blut bringen. Blut findet immer verwandtes Blut. Wie kann ich die Fluch aufheben? Ich hörte mal von einem Hexer, der den Fluch eines Fehlgeborenen gebrochen hat. Hab es selbst nie versucht. Ich weiß, dass man ihn unter der Schwelle begraben muss. Und ihm einen Namen geben. Ein Ruin ausführen. Das Namensritual? Das ist ein Elfenbrauch. Menschlich, elfisch, zwergisch. Geister gehören keiner Rasse an. Sie ehren ihre Bedeutung nicht. Gewinne die Gunst eines Geistes, so hilft er dir. Frage und er antwortet. Suche und er leitet dich. Okay. Wo? Wozu brauchst du sein Blut? Blut, Blut, Blut. Bindet Menschen für immer. Die Lebenden und die Toten. Sicher.
Aber was hast du damit vor? Manchmal reichen 100 Jahre nicht aus, damit Brüder sich versöhnen. Einer stirbt zu früh. Dann bringt der andere dessen Blut zum Weideler. Und was tut der Weideler? Zum Ahnenfest mischt er das Blut mit Milch, Kräutern und Hühnerfüßen. Er trinkt und versöhnt die Toten mit den Lebenden. Dieses Jahr gibt es kein Ahnenfest. Wir finden trotzdem eine Möglichkeit. Anpasst das gesagt? Höre ich recht? Du sagtest Ahnenfest? Das ist ein uralter Brauch. Ich hielt ihn für vergessen. Der Tod lauert hier in jedem Winkel. Jeder kann sterben, bevor seine irdischen Angelegenheiten geregelt sind. Dann braucht man Hilfe, um Frieden zu finden. Man braucht das Ahnenfest. Man muss die Seelen mit Metallkerzen durch die Dunkelheit führen, ihre Namen rufen, ihren Kummer stillen. Erst dann können sie in Frieden gehen. Okay. Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Okay, nice. Dann gehen wir zum Baron wieder hin. Plätze! Dann bin ich da auch noch Mach langsam. ein bisschen. So und so durch. Leute! Leute! Und wenn Leute. die Tochter des Barons findet, Leute, also in 2 Stunden hab ich ja fast. Alle auspeitschen, beide von Arsch reißen. Mein guter Junge, Ah ja, was willst du hilf denn? einem alten, schwachen Weib. Was ist los? Neulich Nacht haben Frevler, die Pocken sollen sie holen, den Schrein von Werner der Gnadenreichen entweiht. Er muss in Ordnung gebracht werden, sonst wird Werner zürnen. Sie wird unsere Kühe kurzatmig, unsere Kinder warzig und unsere Hunde räudig machen. Lass mir die helfen. Warzen und Räude? Klingt gefährlich. Gut, lass mich helfen. Fertig. Die guten Götter haben dich gesandt, damit du von heute an die Schreine reparierst. Hör mal, ich hab schon einen Beruf. Ich bin Hexer. Alte Holzbauten am Straßenrand sind nicht meine Spezialität. Hexer kämpfen gegen das Böse und die Vandalen sind schlimmer als Monster. Genau. Gut, ich repariere alle Schreine, an denen ich vorbeikomme. Umwege mache ich aber keine. In dieser Gegend gibt es keine Umwege und die Götter werden dich leiten. Nicht schon wieder. Okay, bitte? Ja. So, ich kann aber nicht Nein sagen, ne? Ein Blitzeinschlag? Alter. so schön. Wer will noch teilnehmen? Da geht ja der ganze Mut abfackeln. So, lass mich vorbei. Wahrscheinlich hat er wieder getrunken wie ein Vollidiot. Los, los! Los, genau, los, los. Bringt der versaubene Kauz mal wieder durch. Los, ruhig. Oha, Plätze! Oswin! Wo ist Oswin? Hat ihn jemand gesehen? Ich glaube, der ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Seid ihr blind? Wollt ihr das Feuer nicht löschen? Das